Zu allen Zeiten gibt es Pracht und Armut und jeder Einzelne sucht nach einem Platz, nach einem Zuhause. Für Debienne waren die Zeiten nicht anders. In Paris gab es damals 2 Jahre vor der Französischen Revolution große Armut. Die Wohnungen waren überteuert, dunkel und eng, die Stadt überfüllt, die Infrastruktur unzureichend. Debienne selbst arbeitete als Querflötist, Fagottist und Komponist in der Pariser Oper, die rund 100 Jahre zuvor unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV. Gegründet worden ist. Auch als dieses Stück geschrieben wurde, habe in den 2300 Räumen des Königspalasts in Versailles täglich mehrere tausend Menschen gearbeitet. Seit 100 Jahren schon waren Monarchen in ganz Europa inspiriert von der Machtfülle und strebten nach dem gleichen Glanz wie in Versailles und Paris. In den Künsten wurde Frankreich als Vorbild angesehen. Nur 2 Jahre nach der Entstehung dieses Stücks war mit dem Punk aber Schluss. Es wurde mit der Französischen Revolution der Grundstein für die Demokratie in Europa gelegt. Durch dieses Stück bekommen wir also einen kleinen Eindruck von der Atmosphäre am Hof, gerade zu der Zeit, in der die Menschen nach einem tieferen Sinn suchten. Heute Abend widme ich dieses Stück all den Menschen, die diese krasse, überdimensionierte Pracht ermöglicht haben, selbst aber kaum etwas davon hatten. Und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
Amen.